Hallo zusammen und willkommen bei der dritten Folge vom Wolfenstein Let's Play. Merci vielmals für euch das Feedback bei der letzten Folge. Und die ganzen Kommentare haben mich natürlich sehr gefreut. Und wir sind jetzt hier immer noch in diesem wunderschönen Bunker. Jetzt haben wir hier gerade ein paar Ladeprobleme scheinbar. Holy moly, ja. Jesus Christ. Ja, es läuft noch gerade momentan, ein bisschen bewegt sich. Und wir sehen, es sind ca. 2 Bilder pro Sekunde. Oder eigentlich ändert alle 2 Sekunden das Bild. Halleluja. Ja, das sieht gar noch nicht besser aus. Ja, willkommen in der PC-Welt. Willkommen in der PC-Welt. Schnell schauen, ob wir hier geschwind etwas anpassen können. Gehen wir hier schnell ein bisschen runter. Und hier. Schnell schauen, ob es jetzt besser ist. Yeah, sieht doch schon viel besser aus. Alright. Ja, ist klar gewesen. Eigentlich wäre es cool gewesen, wenn ich mich hier anschleichen konnte, aber zum Glück stellen sie sich bekannterweise nicht so intelligent. Herren hier, unsere Kollegen, bleiben schön in der Schusslinie hängen. Links ist einer durchgesäckelt gesehen. Dumme Nazis. Okay. Ja, das war eher ein bisschen ein schwacher Angriff von diesen Scheiben. Hier hinten mal, haben wir schön noch ein bisschen Mund, sauber. Ja, und dann gehen wir doch jetzt gerade aufs Ganze, würde ich sagen. Gut, scheinbar stört es niemand wegen der Kamera, dass ich so ein bisschen hin und her wurstle. Das ist sehr gut, das freut mich außerordentlich. Wenn ich jetzt hier langsamer hätte müssen spielen, wäre das noch ein bisschen tricky gewesen. So, Gielen, oh! So, und das ist jetzt eigentlich Teil der Mission. Weil den muss man jetzt umlassen. So, das Flugzeug, keine Ahnung. Bruchteil oder Abbruch oder das Flugzeug teilhält, weil schlussendlich hat das einem den Weg versperrt. Und klar kann man zuerst nach vorne kommen und so ein bisschen probieren, aber man wird dann schnell realisieren, dass man den Flüger muss wegsprengen muss. Danke, wo immer das Tier hat hergeschossen. Glücklicherweise nicht auf mich. So, niederklüpfen. Ja, das ist eine ganz gespässige Szene, weil, seien wir ehrlich, der Bastard hat meinen Fuß im Mund gehabt. Schön, der Wyatt. Geil gerettet. Coole Szene gewesen. Ich hoffe, ihr hört etwas. Ich habe die Lautstärke jetzt extra ein bisschen höher getan. Jetzt wenig überraschend kommen wir hier schnell in den Raum, wo man eigentlich ursprünglich rein wollte und kann dann sich gerade ein paar Sachen noch einsammeln. Es ist aber nur vornehmlich Munition, Schild und Leben. Darum ist es ein bisschen abgerutscht, nicht ganz so wichtig. Panzerhündli ist schon noch easy. Wenn es zur Collectors Edition auch das Game dazu hat gegeben, hat die Sau auch geholt. Aber die Collectors Edition, nur wegen Collectors Edition Zeug kaufen, ist ein bisschen Leiden. Vor allem die Medaillen und die ganzen Sticker und so, die kann ich aber nicht brauchen. Wunderschönes Ding, ja. Ah, da war die Szene gewesen. Schön, wie sind wir wieder ruckelt. Auf jeden Fall ist das sich einfach durch die Kugel gesäckelt. Also, jetzt können wir uns die Wange aufseilen mit dieser riesen Straube Harpunenknarre, die er vorher in der Hand hatte. Und ja, es ist ein bisschen mühsam gemacht, muss ich ehrlich sein. Man kann sich nicht schnell vorwärts bewegen. Die einzige Möglichkeit ist ein bisschen zu hüpfen. Man kann nicht säckeln. Und ja, es ist jetzt... Ja, ich weiß auch nicht genau. Weder gross spannend noch wahnsinnig prickelnd gemacht. Klar, eben ja.
ist schon stylisch, aber man hat es schon 1000 Mal gesehen. Und mir immer den Scheiß vom Dead Space in Sinn. So, jetzt ist da noch einer mit dem Geschütz. Ah, schau jetzt. Gut. Und weiss, sind wir ehrlich, ich meine, wenn wir schon so die Wange aufklettern, die hätten doch schon lange Wind bekommen davon und hätten oben einen stationiert, der die Seile hat durchgeschnitten. Okay. Okay, der Kollege geht voraus. Wir versuchen mit Highspeed nachzukommen. Scheiße, Mann, ja. Der hat es leider nicht geschafft. Yeah. Ja, das noch gerne, dass der Blazkowicz aber so ein bisschen Selbstgespräch führt. Das macht fast so ein bisschen ein Darkness-Feeling. Jetzt können wir die Brücke rauflassen, Brücke das Eisentor rauflassen. Und dann hier durch die Schacht verschwinden. Also. Jetzt müssen wir uns da schnell ein bisschen intelligent verhalten. Nein, Scheiße, Granate geschossen, dabei wollte ich messern. So viel zum intelligent verhalten, hä? Also gut, das war wohl nichts. Schade. Machen wir das Beste daraus. Und erledigen die Sachen hier möglichst schnell. Das Problem ist, dass ich hier den Captain eigentlich gerne mit dem Messer hätte umgelassen. Und zwar schleichend. Weil... So. Weil der hat dann noch ein paar gute Locations bekommen, wo Geheimnisse versteckt sind. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir sind ja nicht auf der Suche nach Geheimnissen, sondern wollen das Zeug durchzocken. So. Ja, da hat es jetzt noch jenste alternative Routen gegeben und so. Gehen wir hier noch schnell runter, können wir das Zeug auch noch einsammeln. Da hat es glaube ich auch noch etwas drin. Nein. Und wie sieht es mit dem aus? Auch nichts. Alright. Jetzt kann man hier unten durchschleichen. Sieht extrem stimmungsvoll aus, fast ein bisschen wie Dark Souls. Und jetzt sind wir eigentlich schon wieder in diesem Bereich. So. Einfach gescheiter nicht mehr HGs werfen in Zukunft, wenn man nur messern will. So. Gut, da ist wohl nichts. Gehen wir wieder rauf, wo wir Kollegen fertig gemacht haben. Kollegen natürlich ironisch gemeint. Drecksnazis. Jetzt haben sie sich ganz einen schönen Weg drüber gebaut. So. Oh shit, oh shit, oh shit. So viel zum Schleichen. Was? Wie ist jetzt der hier hergerutscht? Das hat ihn magisch angezogen. Jetzt hier ist es folgendermaßen. Das ist nämlich noch ein schöner. Jetzt kann man natürlich logischerweise einfach dort steigen, drauf, die Wände treppen und den Gegner von vorne fertig machen. Oder man schaut sich mal das Bild an. Von diesem richtig leidigen Sauhung. Und hat dann das Gefühl, irgendetwas ist doch ein bisschen gespässig. Von nachher an rumsuchen und merkt dann, dass man das Schwert bewegen kann. Das Bild geht stylisch zur Seite, man kennt es. Und jetzt kann man sich hier gemütlich aufschleichen. Nicht viel Krach machen. Okay. Jetzt kann man hier schnell ein bisschen zuschauen. Die Sachen schön silenced von annehmen. So. Oberst Gruppenführer, oberst Kackwurst, steht schön am Telefon. Den Berichten zufolge, die wir derzeit vorlegen, ist noch
höchstens eine Handvoll Gegner am Leben. Er sorgt eben schon dafür, dass noch nichts zurückbleibt. So, coole Sache, oder? Habe ich stylisch gefunden, wieder einen alternativen Weg. Dass man nicht ganz so offensiv muss reinhebeln. Jetzt bin ich gespannt. Irgendwann ist noch so einer, hä? Ich habe es gemeint, echt hier oben. Da ist noch ein Hundi. Ja, voll, da hinten zieht rum, der Typ. Jetzt noch schnell schauen, wegen alternativen Wegen. Aber eigentlich muss ich das Hundi schon zuerst killen. Weil sonst habe ich nachher das Problem, dass mich der sieht. Wo ist jetzt der Typ? Oh, 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 oh. Shit, 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 shit. Okay, das ist ein bisschen anders gelaufen als erwartet. Da schnallt es noch nicht. Shit, jetzt hat er es geschnallt. Ah, fies. Jetzt habe ich es ziemlich verkackt. Zum Glück hat man eben auch... Scheiße, Mann. Zum Glück hat man auch genug Power auf... auf dem Überschwierigkeitsgrad. Leckt er mir, okay. Schnell einen kleinen Brain Freeze gehabt. Wow. Das war jetzt aber eher semi-intelligent gewesen. Jesus, hat das Leben abgezogen. Schnell schauen, ob ich da irgendetwas noch sammeln kann. Schnell. So, nur schnell zum zeigen. Das wäre die Wendeltreppe, wo man jetzt drauf kommt. So, jetzt habe ich auch mal wieder Gebung leben. Okay, und jetzt müssen wir schnell mal die Waffe wechseln. Schnell schauen, wo sie überall warten. Da unten. Das war gut getarnt. Schnell aufpassen, jetzt tauchen sie dann dort hin auf. Ja, schön rausgespienzelt, Jungs. Mit euch ein Elektro-Rucksäckchen. Thanks. Jetzt haben wir noch den hier. Und dann schöne Hintergrundkulisse. Wo ist der Typ? Ganz unten. So. Jetzt hier sollte man logischerweise nicht runter. Aber hier sind wir schon mal durchgezogen. He? Ist noch geil, dass sie die Distanzen so weit haben. Du Wyatt, der Typ ist top motiviert. Hey, und die schallgedämpfte Flöte hat so viel Power, das ist schon fast eine Frechheit. So, die Bastarden sind unterwegs, hier vorne mit dem Geschütz. Das können wir uns dann gerade zu Nutzen machen. Aber wir nehmen eigentlich gescheiter das hier hin. Und das ist jetzt ein bisschen mühsam, jetzt muss man da einfach dumm Gegner abklicken. Ja. Man kennt es aus diesen Games. Zum Glück muss man es nicht so oft machen. Man hat ein bisschen explosive Fässchen, die man in die Luft jagen kann. Ja, ich finde so Sequenzen, das keine Ahnung, das hat mich nie so wahnsinnig geflasht, weil es ist ja viel zu simpel gemacht eigentlich. Und klar kann man sich schnell wieder John Rambo fühlen. Aber yeah. Also, das sind Kollegen, hä? Schön am Singen. Da haben wir alles, oder? Yeah. Cool. Der Wyatt, der ist so überschwänglich. Haben sie richtig schön charakterisiert, der junge Burst. Noch voller Motivation. Jetzt habe ich nicht genau gewusst, wieso dass man hier rausspienzeln kann. Da müsste irgendetwas sein, das man sehen kann, aber irgendein Easter Egg oder keine Ahnung. Ja, das ist schon bitter. Also, jetzt kommt da noch ein bisschen Story, ha?
got possession. Yes, sir. Sir, maybe you can use this to pry it loose. Wäre cool, thanks. Oh nein, ich habe keine Blase, wenn ich angefangen habe aufzunehmen. Jawohl. Das wird sich ja wohl geben. Also. Ja, jetzt ist wieder so eine richtig spannende Sprungsequenz. Kollegen kann man nicht in den Hinterkopf schießen. Sorry. Ja, komm, löt noch ein bisschen länger Zeit. Hier musste ich auch sagen, wow. Das bin ja nicht. Oh nein, und er springe noch zu früh aus lauter Ungeduld. Das gibt's ja nicht. Ja, eben. Ich bin nicht unbedingt einer, der grosse Freude hat. Ja, man muss warten. Vor allem, wenn man gerade so schön im Fluss ist und tausende von Nazis am Killen ist, aber es gehört aber auch so ein bisschen zu diesen Spannungskurven. So, das war es gewesen, von dem her sehr easy. Noch ein bisschen Spannung. Und ja, der Fergus, ich weiss eigentlich gar nicht, wieso dass ich am Anfang der Weihe gewählt habe. Also mal, ich weiss es genau. Aber der Fergus ist auf jeden Fall auch ein guter Typ. Fucking suckers. My feet are broken. Ganz abgefahrene Scheiße, oder? Aha. Der Wyatt. Schön hergekotzt, da wo es gerade durchgeht. Ganz dürnig. Zieht nach das rein, von hinten so Menschen aufgemacht und so. Oh, gruselig. Alright, Achtung jetzt. Der Captain Wyatt, der Jacker, versucht mental die Türen zu öffnen und lädt seine Skills im Knöpfchen drücken mal. Lässt starten und tut mal hier die Flämmchen an und jetzt wird es immer heißer und leider und wir müssen uns möglichst schnell verpissen. Der Probandenraum. Ich weiss nicht genau, ob das ein gutes Zeichen ist, der Name, ob das eine gute Idee ist, da reinzugehen, aber jetzt müssen wir einen Schlüssel finden. Und jetzt zuerst kann man diese Schublade auftun, um die geheimen Dokumente aufzutun. Da ist überall nichts drin, der Schlüssel ist hier. Genau da. Also. Und jetzt können wir mit dem Türen auftun. Come on, und jetzt noch diesen holen, der nicht mehr laufen kann, der sich beigebrochen hat. Yeah. Schön gemacht, stylisch, so mit diesen ganzen Effekten von Hitze und allem. Und jetzt gehen wir hier rein. Gescheit wie wir sind. Ja gut, was heißt schon gescheit? Ich meine, besser als sterben. Ich frage mich aber, wieso dass die kleinen Flämmchen so richtig Straub haben führen können. Egal. Jetzt chillen wir es hier schnell ein bisschen. Heilige Scheiße, Mann. Briefe Sau. So, schnell schauen, dass wir den ausschalten können. Immer schön ins Gesicht. Ist cool, wie man die Rüstung abgeht. Wenn wir wollen, können wir die Augen auflesen selber. Und weg ist der Burst. So. Leider hat es unser Kollege nicht überlebt. Scheiße, Giele. Everybody still breathing? The incinerators are off. Hast du das jetzt Verwärmung gespürt, oder was? I won't open from this side. Hold on. I can hear someone out there. Someone's coming. Ja, yeah, wir haben fast ein bisschen verschissen. Und der Raum ist richtig brief, überlegt dir das mal. So ein riesen Raum mit so Straubenpressen drin und er grinst nur der Bastard. Und er schnurrt viel geiler Deutsch in der englischen Version als dass der Synchronsprecher das in der deutschen Version macht. Obwohl er da auch einen guten Job leistet.
English is a dying tongue. Ja, voll. I like you. Such a resilient specimen. With you I could do great things. Und auch der Akzent, wenn er Englisch redet. Gut gemacht, gut gemacht. I like the eyes on this one. Don't you forget Totem. I like yours. Not this one. Somebody broke it already. It's a shit. Freak. Captain Blazkowicz, help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? I have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I shall have to put a scalpel to both of them and we'll be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Wicked. Jetzt habe ich gedacht, ich will keinen von diesen dort, die entscheiden mich gar nicht, aber wenn man zu lange wartet, dann sterben dann wirklich alle. Also das letzte Mal habe ich den Fergus gekillt. Das Mal ist schweren Herzens der Weihe dran. Yes, an astute selection. Young, unspoiled, fresh, tender samples. Fatty tissues intact. You will save me, won't you, sir? I know you can do it. Sir! General Death's Head. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death. People maimed and tortured. Thought I'd seen it all. Sieht schon ein bisschen aus wie der Till Schweiger. True cruelty. Until now. Ja, zum Glück wird einem erspart, was da passiert. Count to 4. Exit. Kranke Sau, Mann. So eine kranke Sau. Wiedersehen. Das ist doch eh die Stimme von dem Typ, der im Inglourious Bastards. Oder im anderen. Ja, egal. Wir reden jetzt vom Game. Also, jetzt müssen wir uns hier befreien, ja? Und ich weiss nicht, der Typ schnauzt nicht dort hin. Jawohl. Und da ändert sich jetzt ein bisschen. Je nachdem, wer man rettet, ist es da unterschiedlich. Und auch in anderen Bereichen des Game ist es dann ein bisschen anders, Wege, die man wählen kann oder so. Das ist von dem her noch cool. Get the fuck down, komm. Schön rein, fuck. Also jetzt müssen wir die kaputt machen. Das ist ganz spannend. So. Nehmen wir den noch. Gut, fein. Alles chillig. Und jetzt ist es so, dass beim Ding, beim Wyatt kann man dann Schloss knacken. Was geht jetzt ab? Was muss ich machen? Sorry. Ah, thanks. Ah, geil, wenn Handschuhe einfach wieder aufgehen. Aber beim Wyatt muss ich Schloss knacken und mit dem kann ich so Drötchen verbinden. Und ich muss sagen, das mit den Drötchen ist noch tricky. Yes, okay. Zum Glück habe ich schon mal ein bisschen geübt. Alright, wir sind alt, he? Der Wyatt, der lebt definitiv nicht mehr. Get the fuck out. Und ja, das wär's gewesen. Mit der Einführung eigentlich. Das Game von dir ist jetzt richtig an. Aber schon der Start ist eigentlich sehr vielversprechend.
Weiß nicht, mache jetzt einfach mal schnell den Sound noch ein bisschen lauter. Zum Glück sich noch so eine Holzplanke können retten. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć obrazu. Tylko pogorszy mój zostanie. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Voll, also der Schaden, den er hier von dem Tak, panie doktorze. Metallteil davon getragen hat, sein Hirn beschädigt und darum kommt er jetzt in Nervenheilanstalt. Das Asylum. Obudził się. Zaufaj mi, mamo. Po prostu twoja córka ma tajemniczą moc. Schöner Spruch gewesen. Das Secret Sauce. Haben Sie noch Fragen? Ja, Nazi-Wichser kommen jetzt immer ein paar geistige, ein bisschen verstörte, zurückgebliebene, wie auch immer, holen. Für ihre kranken Experimente natürlich. Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz Sie kümmert sich ganz lieb um alle. w świetle. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. Ist geil gemacht. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital. No, an insane asylum. She's the head nurse. And that's her father. Shrink. And her mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. The shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better. Ja, er hat schon, dass er noch nicht abgeführt wurde. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. We're supposed to be married by now, but hasn't happened. Ja, yeah. Und ich würde sagen, wir machen das nächste Mal hier weiter. Hey. Du räbelst jetzt richtig. Merci vielmals fürs Zuschauen und fürs Feedback. Ich wünsche euch ein schönes Weekend. Macht's gut. Ciao zusammen.